Der weise Lord lief aus Fire Emblem, ich weiß gar nicht, Trassia, wie man das ausspricht, 776 oder so, glaube ich, heißt das Spiel. Oder auch Fire Emblem 5, kann man glaube ich sagen, ne? Gibt hier seine Ehre in seinem Jahr einen Kapitel seiner eigenen Sidequests bei Fire Emblem Engage. Wir sind hier mittendrin, stand nur dabei. Erst müssen wir hier unten die Dinge hier ausschalten, weil die nerven mich ziemlich, vor allem, ja, Silberbogen, die machen sehr viel Schaden. Die müssen definitiv weg. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt da am schnellsten hin? Irgendwie Doppelkombi, weil das sieht ein bisschen doof aus. Attacke! Oh weh, man nur 5 Schaden. Okay. Verwirrung. Immerhin 30. Also beziehungsweise 5, der andere macht nur 5 Schaden, ne? So was. Gemeint. So, auf 24 runter, das passt schon mal. Nicht wundern diejenigen, die letzte Folge nicht gesehen haben, ich habe die Animation ausgeschaltet, komplett. Weil, seien wir ehrlich, das Let's Play läuft schon sehr, sehr lange. Es macht ja auch Spaß, immer noch, aber wenn ich halt eben die Animation anhalte und so, dann dauert das Ganze noch mal mindestens 50 Folgen, bis wir komplett durch sind. Und wir sollten es doch eigentlich langsam, aber sicher mit der Zeit mal ein bisschen abschließen. Deswegen Animation aus. Zumindest vorläufig noch. Im Kampf gegen Leaf packst du wieder rein, wenn irgendwas Spezielles wäre. So, hallo, wer ist denn da? Für die Rallala, für die Rallala. Schon krass, mit der Kriegerlanze von Sigurd, die mich weniger gut trifft. Ein Kriegerschwert, Alter, 65 Damage. Stirb, stirb, stirb. Das kommt mir gerade vor. So, Problem gelöst. Und noch den... Der mit dem Schweigen von mir aus, mit dem Einfrieren von mir aus, geht mir eigentlich am Arsch vorbei. Nämlich mit den Truppen endlich wieder mal ein bisschen vorwärts marschieren. Wir müssen sammeln. Ups, wir waren natürlich auf dem Doppelgänger. Hä, super. Stabfee kann noch ein bisschen verwenden. So. Was würden wir gerne sehen hier oben? Citrin Byleth. Geh schon nach vorne. Um die Brücke zu verteidigen. Du. Mach hier mal schnell Silberaxt. Ja, reicht ja auch, komm. Ich sogar noch mit. Ja, der kommt mit so und Gewitter und so, wenn man ein bisschen was machen könnte. Ja, gucken mal. Also ohne so bei Ivy, ganz vergessen. So, was ist hier passiert? Weil ich habe ja. Bin noch gar nicht. Okay. Die haben alle nichts mehr. Der Silberklinge. Psch. Das ist sowieso eine geniale Idee, hä? Wenn du einfach sagst, okay, du packst eine starke Waffe, eben so eine Waffe wie die Silberklinge, die ja noch so einen seltsamen, nicht Rückstoßeffekt hat, sondern einerseits auch so einen Brecheffekt natürlich, also fast schon Brechreiz, nein. Eben so ein Brecheffekt, wo du denkst, okay, ja, kann machen.
Wie heißt eigentlich offiziell? Wie heißen diese Sorte von Schwertwaffen? Das Schmetterkraft. Kann erst Vollangriff. Wenn du so eine Sorte von Waffe hast und du denkst, nee, ist irgendwie ein bisschen doof. Und halt nicht eben keinen Vollangriff machen kannst, keinen Erstangriff und so. Aber wenn du es dann mit bestimmten Fähigkeiten bei den Emblemen kombinieren kannst, dann bringt es wiederum wieder. Das ist schon nicht schlecht. Level 14 und so, okay. Da heißt... Wisst ihr was? Ich lasse die unten komplett allein das Diamant. Also hier ein bisschen leveln. Ich mag es ihm gönnen. Wir gehen hier zurück. Der gab mit dem Schwert an, das darf er ruhig machen, da habe ich gar nichts dagegen. Hier nehme ich die Stahl-Großlanze. Dann tut es mir auch mehr weh. So. Bei dem Typen ist halt immer das Problem, wenn ich hier jetzt irgendwie so angreifen will. Wie sieht ein Bündnis überhaupt aus? Ich habe schon eine geile Angriffsreichweite. Aber halt nur mit Gewitter selber. Was sind irgendwie so, dass ich... Plus 2, Kanter, Magie plus 2. Funzsache Respekt, Lehrkraft, negativer Puls. Na egal. Beide wären natürlich zwar eine Kombi. Warte mal, haben die... Hätten wir noch Kanter? Ivy hat kein Kanter, Hortensia schon. Das wären natürlich die überlegen gewesen, okay. Ich greife irgendwie mit Hortensia an, gehe 2 Felder zurück. Mit Ivy dasselbe. Komme nachher mit Citron beide, mache einen Tanz der Göttin. Und wir wieder bewegen könnten. Kann hier sowieso nur bis hierhin, weil hier ist nur Flugeinheiten. Also da wird so oder so knapp, das wird nicht richtig funktionieren, dann lassen wir es auch. Ja, komm, wir nehmen mal die fetten Dinger. Hauptsache ordentlich Damage. So, und ihr bleibt hier ein bisschen auf Lauerstellung, falls mal irgendwas passieren sollte. Trotzdem 4 Damage gemacht. Es sind aber, wenn ich das richtig sehe, vor allem die physischen Truppen, ne? Es sind zwar Silo-Waffen dabei, ja, aber ansonsten... Alles physische Einheiten. Lustig. Natürlich die Bogenfuzis auch schon, die sind da auch dabei. Das heißt, warte mal, wenn ich jetzt euch hier hinstelle und dann dafür sorge, Moment mal ganz kurz, wir haben hier Louis Tiki, Timera Ike. Hä? Wo ist der Effekt? Ich muss mich erst bewegen, damit ich... Aha, okay, da geht's so. Man stellt natürlich nicht Michael Lucina hier hin, sondern macht das anders. Moment.
So, Louis Tiki haben wir da. Er kann natürlich auch noch angreifen, sich ein paar Punkte abstauben. Und das ist der Mega Break. So, dann bleibt ihr einfach hier. Die Resentruppen kommen hier sowieso nicht vorbei. Dann haben wir hier Bougeron Ling. Kann natürlich nichts machen. Bisschen doof, aber kann trotzdem ja mich positionieren. Wir haben sie hier. Die kann da schön... Ich wollte sagen, schön sammeln. Wäre jetzt ein bisschen doof gewesen, bei Louis da zu machen. Wäre jetzt bei ihr besser gewesen. Du kannst theoretisch natürlich den Stab aufbrauchen, das ist eine Variante. Eine andere wäre nachher mit Mikaia zu engagen und halt ihre spezielle Fähigkeit zu nutzen. So, Diamant, Sigurd, Diamant, wie sieht's denn aus? Silberklinge, um sie schön zu finishen. Huch. Hey, warum ist bei dem so die... Alter, das ist ja richtig mies. Level up. Stärke ist gut, Geschwindigkeit ist gut, Verteidigung, ja, passt für mich. So, Freunde, ne? Mal gucken. Ja, wenn du jetzt so viele Erfahrungspunkte gerne gehabt hätte. So geht es natürlich auch. Stellen wir mal hier hin. Da sagen wir, wenn die halt näher dran sind, könnte ich auch mit denen was machen, aber jetzt sind sie schon ein bisschen zu nah drauf, mein Geschmack. Ah, Bündnis, natürlich eine Variante. Okay. Kriegerbogen. Ich wechsle mal auf den Sonnenbogen. Können Sie auch Donnerschwert machen. Ja, vielleicht besser im Speed. Dann kein Speed-Drop. Bougeron. Mit Meisterbogen durchaus. Dann natürlich auch schon wieder. Auch hier mit dem Donnerschwert. Und noch einmal sammeln. Erdenspeer, die Stahlgroßlanze. Repa-Ding, okay. Die Silbergroßlanze. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern, bis wir da durchkommen. Hat er auf Crit-Chance sitzen? Ich glaube schon. Und die einfach ab, hey. Alter, was ist denn das? Wir haben Stau, Freunde, wir haben Stau. Warum sind sie an einen Cup gehauen? An irgendwelche Schätze dabei? Ja, wenn überhaupt irgendwie. Ja gut, solche Dinger oder halt auch Gold. Schauen wir mal, wie es ist,
Ja, komm, ich glaube, wir können auch ein bisschen nach vorne preschen. Du, 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 du. Ja, ohne Lücke bitte. Da wäre mir doch wichtig. Ohne Crit diesmal, okay. Ja, ich weiß, eigentlich wäre jetzt wieder Sammeln dran. Eigentlich. Einfach weg, die Scheiße. So einen Typen. Wir haben nicht mehr so viele dabei, die sie auch noch angreifen könnten. Und die Frage, kann ich es riskieren? Eigentlich eher weniger. Auch Silberdolch ist eher da oben sitzen, so aus dem Bündnis. Ja, ist aber halt kein Break, hä? Ach, mit Darrain Donnerschwert sieht es auch eher doof aus, also müsste ich vorne heilen. Stärkung. Silberaxt, Silberlanze, Silberschwert. Echt mal gucken, ob ich ihn jetzt die Kombi mal noch hinkriege mit Lucina und Chrom. Das wäre mal noch eine Idee. Ja, ist das nervig. Als Zweitwaffe hat auch ein Speer, okay. Aber zuerst irgendwie nicht richtig gesehen. Kann ich ihn wieder schnell durchbrettern? Schwierig, ne? Immer schön fest drauf, Freunde. So gehört es sich nämlich auch. Na komm, weißt du was? Versuchen wir es so. Ja, die machen mitunter schon viel Damage, kannst du nicht meckern.
Hector ist so ein übles Emblem. So. Haben wir das auch mal. Dann Citrinbeile, können wir einen Stab verwenden. Ein Schwert des Schöpfers. Mhm. Warum nicht? So. Hier mal, wie sieht's aus? Kriegst du den langsam mal hin oder muss ich helfen? Einmal Crit wäre mal eine Option, ne? Ich sag's nur. Nein. Er schafft's einfach nicht. Ich überlege gerade, ob ich ihn einfach mal da unten stehen lassen soll. Alter Schwert, 82 Damage. Der macht eh kein Damage von mir, also kann ja mal so nach vorne preschen. Da gibt es einen Crit. Ja, ein schmerzhafter Crit vor allem. Au, au, au. Alfred Hector. Dem Runenschwert. So, nur der hier. Wer hätte gerne, wer hat noch nicht? Junaka Chrom, die haben schon. Michael Lucina wäre eine Option. Ivy, Ja, mit dieser Mikaya Fogado kommen wir noch nicht so zufrieden. Also zumindest nicht so etwas, wo ich jetzt sage, ja, das ist eine geile Kombi wie bei Bushiro und Din zum Beispiel. Oder vielleicht wie bei Alfred und Hector. Ja, Louis hat's drauf. Ich habe das Gefühl, da kommen einfach endlose Truppen nach. So. Also versuche jetzt noch einmal, nachher hau ich ab, weil dann haben wir keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Also warte mal, ich kann mit einem Bündnis eingehen, ne? Engage und so. Da geht's mit Sigurd besser. Tatsache, komm. So. Problem gelöst. Dann natürlich hier, wie sieht es hier aus mit der Kombi zwischen Junaka Chrom und Lucina, weil das wäre jetzt etwas, was man zeigen könnte, sehr gerne. Dann kurz Animation an. Sind zwar eh schon alle irgendwie im Arsch, aber lassen wir das mal. Alfred Hector. Hector und Lyn-Kombi, ja. Der warum nicht, kann man vielleicht noch was thumbnail-mäßig für andere Folgen noch. Es geht ja darum, dass sie gerade daneben stehen müssen, ne, damit das funktioniert. So, der wäre weg.
den brauche ich unten gerade nicht. Das heißt, er kann mal locker flockig zu dem Typen hin und guten Tag sagen. Hallo! Ich bin Louis. Ich trage eine Meisterlanze. Und ich beherrsche sie meisterlich. Macht vor allem meistermäßigen Damage. Starkes Band. So, im Wald abhauen. So, dann den hier unten. Aber den will ich ja dann mit Hector platt machen, weil ich muss daneben stehen. Wo haben wir überhaupt? Wieder? Ah, hier. Also den mit Hector, ne, beziehungsweise den hier unten. Ne, ist zwar vollkommen übertrieben, ich weiß, aber es geht nur ums Präsentieren. Das heißt, Lucina, Chrom, komm, ich brauche unten. Das heißt, sie muss nochmal hier weg. Dann stelle ich ihn hier hin. Giga Donnerschwert Plus. Nimm mal Chroms Donnerschwert. So, mal gucken, was passiert. Vollkommen übertrieben! Aber geile Animation. Und vor allem was komplett falsch wäre gerade. Oh, Michael. Ich meine, ich bin natürlich auch von hier oben aus. Ja, er wollte es eigentlich anders machen. Bin ich doof. Aber Auge des Sturms natürlich. Gerade der Gegner. Ne, der muss es anders machen. Dann muss der doch weg. Warte mal. Spüre meinen Glanz. Ja gut, insofern natürlich die Fogado mit Kaya Kombi gar nicht so dumm. Weil natürlich Magie einsetzt. Und deswegen denke ich, dass Micaiah eben auch gut zu Yunaka passen würde. Also entweder zu Fogado oder zu Yunaka. Dass sie auch einen hohen magischen Angriff hat. Ich glaube, es gibt beides. Micaiah zu Fogado oder zu Yunaka. Man kann ja sowohl den Stab nutzen, als auch die Magie, finde ich, am besten ausnutzen. Dann machen wir mal das Ding. Ich werde es dann 0 bringen, ganz ehrlich, weil mir greift hier sowieso keiner an. Aber ich finde es ein bisschen schade, weil bei der Kombi mit, beziehungsweise zwischen der Kombi mit Byleth und den Freehouse-Charakteren ist ja eher so, dass du, wenn die Freehouse-Dinger angreifen, dann siehst du ja Byleth im Hintergrund. Hier jetzt überhaupt nicht. Das war jetzt ein bisschen schade, aber okay. Na komm, sehen wir das auch mal. Ah ja, die kommen mit Echos, mit dem Angriff von Ding einsetzen, wäre natürlich auch eine Variante. Ich bleib hier, komm, kann ich mir noch ein bisschen aufladen. Könnt ihr halt natürlich irgendwie einen Bogenschützen hinstellen, um selber anzugreifen. Ne, ich dachte gerade wegen Echos, sich quasi Hortensia mit Celica hinschicken, durch Teleport Ragnar, und den platt machen. Das Problem ist aber, da kommen ja ständig neue Gegner nach. Das sind nicht unbedingt die beste aller Ideen. Deswegen muss er erst einmal nur 3-mal angreifen. Man sollte einfach alle mal anlocken und sagen, jo, kommt doch alle mal vorbei. Ja, passt. So, wann bin ich da? Hä? Ich kann aber die Brücken sprengen. Ich komme da gar nicht durch. Untiefe. Hä? Jetzt ist Diamant Sigurd gefangen. Der ist ja auch fies. Und ich meine, ich habe einen Stab. Ich habe zwar
Doch, es wird gehen. Ich käme dahin. Okay. Warum? Sollen wir die anderen noch irgendwie anlocken hier? Ich meine, ich muss erstmal ein bisschen abwarten, bis die sich da leer geschossen haben. Beim Ballistas und dann... Ja, bis Louis Tiki alles geregelt hat. Doppelgängerruf wäre dann natürlich auch noch eine Option. Teleport-Ragnar bringt ja gar nichts. Ja, und sie muss ja mehr oder weniger hier bleiben. Fürs Erste. Oh, Animation vergessen auszuschalten. Alter! Wisst ihr, weshalb ich nicht so von der Idee begeistert bin, dass ich Tiki an Louis gebe? Aus dem Grund, da Louis, sind wir uns einig, egal in welcher Form er ist The Wall. Er ist einfach unsere Mauer. Soll alles ablocken, vor allem physisch, aber eigentlich, gut, speziell ja weniger, das stimmt. Aber ja, vor allem physisch. Mir geht es da aber vor allem um eine Sache. Je nachdem wäre ich natürlich bei ihm auch froh, dass er einen Erweckungsstein hat. Falls gerade wieder ein Typ angreift, der, Tollskampf lief auch schon. Wenn da ein Typ angreift, der das Gefühl hat, ja, er müsste auch mal ein bisschen randalieren. Mit Magie und so, wäre es eigentlich schon cool, wenn es so machen könnte. Das ist halt aktuell ein bisschen schwierig mit Louis. Wenn er halt Tiki hat, kann er sich ja selbst keinen Erweckungsstein geben. Die müssen einfach die ganze Truppe anders spielen. So, Animation kurz aus, bis Leaf hier ist. Jetzt muss ich in der Regel aufpassen. Die ganze Magieflotte kommt auch an, ey. Warte mal, ich mach's so. Haben wir hier, glaube ich, noch genug Zeit, damit die auf ihn losgehen. Schnell in den Wald hinein, um noch ein bisschen was abzufangen. Boucheron-Lin. Wird langsam eng. Ich würde aber gerne eure Doppelgänger noch für später nutzen. Aber eben, wenn es ja ein bisschen eng wird, ist doof. Ja, der Arsch schneidet mir natürlich jetzt gerade den Weg ab. Da ist natürlich jetzt total doof. Ich gehe mal hier kurz rüber, um nochmal zu engagen. Das wird nötig sein, ganz ehrlich. Ich habe hier Beiläufe noch, okay. Da ist natürlich immer wichtig, dass ich Beiläufe noch habe. Da kam gerade ein bisschen sehr nah dran. Die Arschgeigen teilen sich auch noch auf. Das finde ich jetzt nicht so geil. Aber wie soll ich da gegen die antreten? Wobei. Stimmt, lief gerade vor allem physisch an. Da ist ja gegen Typen sogar eine Chance. Nehmen wir kurz weg. Den oben haben wir auch noch, aber ganz ehrlich, auf die scheiße ich jetzt mal, weil da kommen wir nicht mehr hin. Ich muss mit Flugtruppen müsste ich eigentlich dahin, auch um das Gold hier zu holen. Wie soll ich das machen? Ja, schöne Gold hier oben. Ja, ich müsste mit der Flugtruppe erstmal den ausschalten. Dann hierhin am besten einen, der mit Magie einsetzen könnte, aber Chloe aber gar nicht dabei. Natürlich auch mit Hortensia ihm
hinfliegen können, wäre eine Variante gewesen mit Ivy. Die alle drei irgendwie, und dann den aber vorher ausschalten. Also quasi hier schnell durchfliegen, bis hierhin, den ausschalten, dann kommt der Rest nach und ihr macht die schnell platt. Ich wusste halt nicht, wann Leaf kommt, hä? Also quasi hätte er jetzt gewusst, dass das Kapitel läuft, hätte er jetzt, denke jetzt mal, eher die drei hier oben abgestellt, eben Chloe, Ivy und Hortensia. Also hat Chloe trotzdem mitgenommen. Und jetzt gewartet, bis es halt bis zu dem Zeitpunkt, wo jetzt Leaf weg ist, und hätte dann losgelegt. Leaf hat aber auch eine Reichweite, alter Schwede. Da ist noch einer mit Elfenlicht, der Rest geht aber hier unten. Doch schon hier unten ein bisschen. So, schnell mich hin verpissen. Dann haben wir noch den, ob der jetzt da wegkommt oder nicht, ist mir gerade egal. Wir haben den Silberaxt-Typen. Der ist auch nicht so wild. Der kommt natürlich bis zu Louis ran, ne? Da muss ich halt aufpassen, dass nicht der killt. Hier oben haben wir noch ganz andere Probleme. Aber ich habe noch die Doppelgänger, das ist natürlich praktisch. Zumindest einen Teil von ihnen irgendwie abzublocken. Gehen sie hier eher nicht im Wald, wenn ich hier im Wald stehe. Und ich habe gegen Magietypen keine Chance, da sind wir uns alle einig, aber ich muss ihnen was machen. Und ich kann ja eine bessere Ausweichrate, wenn es drauf ankommt. Okay, Timera Ike wäre hier gar nicht so das Problem. Mal dahin. Ich meine, es sind alles Magietypen. Die machen zwar einen guten magischen Schaden, aber das müsste ich eigentlich mit weniger abfangen können. Dann machen wir es doch so. Warte mal, ich habe den noch, darf ich nicht vergessen. Ah, natürlich ist er bis hier oben hin. Scheiße. Ich wollte gerade mit ihr hier schön ablocken. Ja, hier gehen natürlich auch. Okay, aber Alfred, Hector müssen da weg. Tut mir leid, Jungs. Das tue ich mir nicht an. Du bist ja ganz alleine. Tut mir leid. Rettung wäre eine Variante. Ich würde aber trotzdem einfach lieber mal heilen, wenn ich ehrlich bin. Ja, so aber eher weniger. Ach, das Stab ich schon einsetzen muss, ey. Hätte eigentlich ja hinlatschen können, ne? Wäre auch gegangen. Resistenz, weiß halt nicht, ob das eine gute Idee ist. Vor allem, ich werde das zuerst mal hier angreifen, ne? Die beiden. Und dann an Fogado mit Kaya versuchen wir beizugehen. Jetzt zwei versuchen mit einem, das müsste noch gehen. Ich nehme mal einen Kriegerbogen. Ob man sich hier noch irgendwie Support leisten kann. Wir gehen gerade eher mehr ums Sammeln, ne? Weil wir natürlich jetzt hier mit Michael ein bisschen doof, die Platzierung.
Der Rettung warte ich mal. Mit Beilev glaube ich selber auch noch. Warte mal, hier Elfenlicht. Das können wir riskieren. Aber eben eigentlich sollen erstmal die Doppelgänger los. Das ist so ein Natur- und Doppelgänger. Wenn ich Glück habe, machen sie mehr als 2 Angriffe. Also 2 sind mindestens schon mal raus. Muss also noch um 3 Typen kümmern. Wenn die irgendwie auf Boucheron noch losgehen oder so. Ja, muss halt gucken, ne? Und hier Louis Tiki. Ich meine, auch hier, wenn ich Glück habe, macht eigentlich nur Leaf ein bisschen Damage. Und vielleicht noch der Typ mit dem Elfenlicht. Aber dann war's das. Animation vergessen. Ich sage, wenn wir Glück haben, ne? So, aber jetzt kann er nicht mehr. Leaf geht mir ein bisschen auf die Nerven, muss ich zugeben. Warte mal. So bei 42 Minuten. Na komm. Also, schnell wieder einschalten. Und jetzt gucken. Ich habe Hortensia, Celica in der Kombi. Also eine Scheißfege mit dem Vierfachtreffer. Dann geht das Gelbe vom Ei leider. Kann mich schon mal um die Typen hier kümmern. Ach, Treffer, ja, macht ein bisschen Damage. Ich wollte gerade sagen, keine Sorge, ich heile Louis gerade. Ne, ich lasse ihn hier. Man kann hier schön abblocken. Der kann nicht mehr angreifen, ne? Der ist jetzt unwichtig, genauso wie der hier unten. Die da oben interessieren mich auch nicht mehr, die sind leider halt schon raus, quasi. Und nur noch um Leaf kümmern. Vierfach-Treffer, der macht auch Damage bei ihr leider. Aber ich werde auch bei ihm. Großer IT wäre eigentlich geil, aber hier ein bisschen unpraktisch. So. Mal hier hin, weil jetzt habe ich hier perfekt abgeblockt und kann mich in Ruhe um die Typen hier oben kümmern. Und krieg die hoffentlich auch alle weg. Vorsichtshalber hier hin. Sie kann einen tollen Support liefern, aber alles andere sieht ein bisschen doof aus. Ganz trocken Embleme engage. Kataklysm muss nicht unterschätzen, dass ich hier einen großen Brei angreifen kann. Ich glaube trotzdem, dass Citrin mit so irgendwie besser klarkäme. So, warte mal, ich habe hier noch
Erholung. Also bin ich wieder her. Ja, wäre eigentlich für Louis Tiki gedacht. Ja? Wir gucken mal. Du kannst selten machen mit normalen Angriffen ja, glaube mehr Schaden. Ich frage natürlich auch, soll ich mich um den hier oben kümmern? So, da oben ist schon mal nicht schlecht. Sind es noch 4 Stück. Junaka Chrom. Junaka kann sowieso einiges hier machen. Die kritische Lahmheit, wer kennt sie nicht? Dann ist schon mal angedacht, dass ich hier nicht speziell und physisch reinhaue. So, ist hier völlig egal, wie, was, wo ich nehme. Buscherolin würde ich tatsächlich... Ah, komm. Ich dachte gerade, vielleicht wäre es besser, wenn ich näher an Ding rangehe. An Leaf, aber hey, geht auch so noch. Ah, und damit Rettung so zurückholen, ne? Der andere Move, der geht gerade nicht. Okay, warte mal. Ja, das Problem ist halt, die Reichweite ist nur 1. Natürlich Stärken jetzt besser. Moment. Das geht ja gar kein Problem. Engage. Tanzergöttin. Du. Also eine beschissene Trefferquote hier unten. Naja, versuchen wir es trotzdem mal. So soll es sein. Seht ihr, sie hat nicht versagt. War vielleicht ein bisschen wenig. Ja, muss ja gucken, ob er es überlebt. Oh, ihr habt mich vergessen. Ja, irgendwie schon. Tut mir leid, Kumpel. Also, wir haben dich nicht vergessen, aber Leaf will nicht, dass du mitmachst. Sorry. Weil einfach nur der erste Angriff wirklich Schaden macht, der Rest nicht. Ja, Louis geht's nicht mehr so gut. Ein bisschen betrüppelt aus, wenn ich so sagen darf. Aber ich glaube, hierfür reicht's noch, hä?
geschmettert. Na, bleib mal hier. So, jetzt machen wir das zu Ende, Freunde. Großer Eye-Tier wäre jetzt eine Option, aber ich muss hier ordentlich rein zimmern. Wer ihm die Waffe wechselt, der Arsch. Schon ein kleiner Drecksack. Ja komm, nehmen halt Ragnell, gerne was anderes genommen, aber scheiß drauf. Der nächste bitte. Wie sieht's denn hier mit Teleport-Ragnar aus? Und überhaupt was bringen, oder? Ich glaube, es ist besser der andere Angriffe. Obwohl. Ne, nicht mal, krass. Da machen wir ein bisschen mehr Damage. Ja, die Lichtklinge, die kann man nix. Tut mir leid. Jetzt sollte erstmal Michael aus dem Weg gehen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Ja, der eine Punkt hat natürlich wehgetan. So, was haben wir da noch Schönes? Was kann ich nachher noch pushen? Schnitter sieht gut aus. Verkühlt ihn sogar komplett. Alfred ist gut drauf, so viel kann man sagen. Und wir haben es geschafft. Natürlich das Optimum rausgeholt, das ist klar, aber eben, dafür müsst ihr halt wissen, wann der olle Typi, also wann Leaf auf uns zukommt, dass wir in der Brücke das auch vorher wissen müssen und so, dann glaube ich, kann es Optimum da rausholen. Natürlich ohne Verluste, ist klar. 強くなったね。そんな、私はまだまだですよ。導くなんだか分かった気がする。どういう王子とは言ってもまだ未熟な指揮官だった僕は大きな判断を誤ってしまうこともあった。そんな僕にあの大河を見つめながら一度流れた血は元には戻らない。人生は選択の連続だ。過去の行いが正しかったのか間違っていたのかなんて。だけど未来を良いものにすることはできる。それが人を導く者の責任だ。その話を聞かせてくれて私は必ず世界を救い。ああ、約束するよ。So soll es sein, Freunde. Max Bundle freigeschaltet, lief bis Level 20. Oh yes. Nebenquest, der weise Lord. Abgeschlossen. Well. Und wir haben es noch knapp in einer Stunde geschafft, das ist doch auch schön. Gut, Freunde, dann sagen, wir kehren zurück nach Somniel, oder sind bereits da zurück, ich weiß gar nicht, ob wir uns direkt dahin zurückschicke. Ich werde mal wieder, nehmen wir jetzt erstmal hier, ja, ist ja klar. Okay. Wie gehabt, wie beim letzten Mal, ich sammle die noch ganz kurz fix ein.
Da dürfen die guten Nüsse nicht fehlen. Tiere einsammeln geht zwar auch, aber wir fragen jetzt auch, warum man das überhaupt noch machen soll. Ich habe eh nur immer die Hunde draußen, wegen den Baren. Also insofern. Aber egal. Huch, also, es geht ums Schaf. Meh. Ja, genau. Wobei es eigentlich ein Widder vom Horn her. So, Gespräch zu nach Somniel. Ja, unsere Macht wächst mehr und mehr. Gut, Freunde, wenn wir sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich werde bis nächste Folge wieder ein bisschen offscreen in Somniel Materialien einsammeln. Somni ein bisschen streicheln, ne, damit auch ein bisschen mehr Bandfragmente ausspuckt. Die werden vermutlich wieder ein bisschen angeln für Bandfragmente. Dann sehen wir uns nächste Folge hier wieder. Vermutlich, weiß gar nicht, doch bei Chloe muss ich ein Ding noch machen, ne, Sternkugel geben. Und vielleicht eben werde ich dann das ein oder andere Pairing noch anpassen, ne, mit den Emblemen. Und dann zum Brunnen müssen wir auch noch, ist klar. Aber ja, es könnte sein, dass da vielleicht die Embleme, gerade wenn es so irgendwie um Charaktere wie Yunaka und Fugado geht, vielleicht tausche ich mal kurz. Fugado mit Chrom, da dachte ich mir eigentlich auch, ja, das geht eigentlich auch ganz gut. Ja, aktuell ist eigentlich ja egal, ne? Egal. Vielleicht, also Chloe kriegt sich wieder einen zurück, ob es jetzt wirklich lief ist. Oder ich da mit Erika mal teste. Mal gucken. Aber wir werden sicher nächstes Mal eher auf Chloe setzen. Und ja, ich glaube, es gibt für uns in dieser Folge, abgesehen davon, mal zum letzten DLC-Kapitel mit Veronica. Also sprich mit der Heldin aus Fire Emblem Heroes. Das könnte spannend werden. Diesen Film ist mir das nächste Mal hoffentlich zurück hier bei Fire Emblem Engage. Danke fürs Zusehen und bis dahin, ciao zusammen.